Marius, hola, welkom hier waren. Freitag, dat we hier waren, kannst du kommen, waar we beten. Voor aan Himmel, we beten die dat du wirst uns sehnen, we beten die du wirst diese Zeit sehnen, den Wort sehnen, help uns dort zu verstehen, wie uns wird es so sein, eigentlich an die, dat Licht kommt von die, dat Verständnis von den Wort kommt von die. Fall uns mit den Jes und sehen uns auch beten. Jesu Namen. Amen. Wer, ich weiß nicht, welcher Wesen, wer von Ihnen alle, der die Bibel lesen, ich glaube, mehrere von uns, wir haben versprochen, wir wollen die Bibel lesen das Jahr. Und so chronologisch, wenn ich kriege so die Geschichten wirklich passiert, so da wir durchlesen. Und ich würde eine Frage fragen, wie viel von Ihnen sind wir nachher nur sehr depressed geworden, nur sehr rof mit dem Mut, vielleicht recht du wehen. Ich weiß für mich, per Weg ein Tag ist ich meist einmal horchen, die Bibel horchen, und so ich nehme meist gerade jede Gelegenheit, wo ich kann, ich würde nicht ganz so stolz sein, aber es sind so viele Gelegenheiten im Tag, wo ich kann dort Brücken haben, mehr von Gott sein Wort horchen und den anderen Tag, ich weiß nicht, ich wohnen von dir, wie vielleicht Netzwerker danach, dann ging ich die Sidewalk in der Stadt, ich ging von Fres Café in die Bank und ich hatte mein Fuhren und meine Uhr und ich dachte bloß horchen, ich dachte Ezekiel horchen und auf einmal fühle ich mich so, ich würde bloß sein, sehr depressed. Und dann fange ich an zu denken, warum fühle ich mich so roh? Was arg? Meine Familie, die sind alle gesund und fange an zu denken an alle Dinge, die gefallen mir, aber doch deep in mir fühle ich wirklich depressed. Und dann dachte ich, okay, das ist gleich wie in dieser Geschichte, die wir durchlesen, dann, der ist sehr eine trüge Geschichte, sehr fair. Mir freut, dass so viel in der Alten Testament-Bereich, so wie von dem war hier, du sind Tiden von Hub oder als Prophezeiung, besonders von Hub. Und manche in den Geschichten, das sind schon die Geschichten mank, aber dort meistens als Bad News. Das war das, und der Struf bekannt war. Gott hat so fertig gesagt, wenn ihr das dann was sehen seid, wenn ihr nicht, dann hast du einen Fluch. Wenn ihr bloß würden mich horchen und mich vertrauen und mich gehorsam sein, dann würde es so fern sein. Und dann lesen die Geschichten durch. Und wahre drin, eine dode Jette, eine Jette, die von Halt gemerkt sein, von Stein, von so einen Dingen, die du nicht halten kannst. Den lebende Gott luten die zu sehen und drehen sich in so eine Dinge, die kein Mut kann geben, kein Leben kann geben. Und dort merkt einem immer bringt einem immer wahre Duel. Und ich weiß, wo von meinen Kindern, was auch durch das Alte Testament ging, ich glaube, Isaiah ist auch in dem Neuen Testament, das ist mit uns ein bisschen vorbei, aber ich sehe, dass fällt sich so schein mal eine gute Nachricht hier. Und ich freue mich auch so. Und von der ich will mehr von der guten Nachricht bringen, für die von uns, die durch sind depressed gewesen, wen so viel trüge Geschichten wie durch sind, will ich von der was version uns denken halten und was wir haben in Christus, in Jesus, dort wir ihn kennen in besser Mut fühlen. Wir drehen in Kolosser Kapitel 1, Vers 12 und 14. So ich dachte, da über Dach und wo depressed ich bin über die ganze Geschichte, dann fange ich an zu denken an, wer wir sind in Christus und was wir haben in Christus und das ist bloß wirklich für die, was du nie geboren sind. Wenn wir von nie geboren sind, dann sind wir Gottes Kinder geworden. Wenn wir nicht sind, dann sind wir nicht Gottes Kinder. Und die schönste Versen in der Bibel, die haben die Unbekehrten haben kein Teil an die. Die würden nicht proben zu lesen und mutfähigen, aber durch und den Heiligen Geist, der auch noch bestimmt hat, dass die Kinder Gottes sind, halb das alle top nicht. Aber mich freut dort für uns, wo du von nie geboren sind, wir können immer weiter mutfähigen. Kolosser Kapitel 1, Vers 12. Und Dank geben dem Vater, der uns würdig gemerkt hat, für das Anteil Aufgott von der Heilige in Licht.
So die Fuder, Gott hat uns würdig gemacht. So Carlos sagte, wir keiner würdig, aber Isaias selbst, Jesaja selbst, die wissen seine Lappen, die werden reine Lappen und die können nicht mal dicht bei Gott kommen. Und die wir, auf Englisch sagte, I'm undone. Ich bin verbrückt, wenn ich an denken darf, vor Gott zu stehen, muss Gott in seine Zunge reinmerken mit Vier, mit Cool, dass die können, ich habe diese Dinge prophezeien, die Dinge, was Gott gesagt hat. Und mich freut, dass so sei, dass nu in dem Neuen Testament, in dem Neuen Bund, dass Gott uns hat würdig gemacht. Wir wären alle nicht würdig. Und wenn wir wollen, dann haben wir nu mal als Christen unsere Worte kicken, unser Leben kicken, die wollen immer wahre Dinge sein, wo wir können sagen, okay, ich kann sagen, na, haben wir nicht würdig. Und wenn wir uns kicken, dann nee. Aber das Wort Gottes, der sagt, dass er hat uns würdig gemacht für den Anteil von den Aufgaben, wo seht ihr hier. Dann geben dem Bruder, der uns würdig gemacht hat, für das Anteil Aufgabe von der Heilige im Licht. So die Heilige, die sind im Licht, die sind in so einer Stadt, wo die weiten, die sagen, die kennen Gott. Wenn wir im Licht sind, dann weit wir, wenn wir in Finsternis sind, dann weit wir nicht. Das ist in der Bibel der große Unterschied zwischen Licht und Finsternis, das weißt du oder weißt du nicht. Und der Heilige, die weiten, was weit wir? Wir weiten, dass Jesus Christus sein Blut nicht ist, und durch Jesus Christus sein Blut ist der einzige Weg, wo wir Vater nun kommen, und der hat uns würdig gemacht. Wollen wir noch wieder lesen? Wo er uns gerat hat, uit de Vollmacht von der Finsternis und versagt in das Reich von seinen geliebten sehen. So, wo er uns gerat hat, uit der Vollmacht von der Finsternis. So, Gott hat uns gerat von der Vollmacht von Finsternis und hat uns versagt, hat uns ewig gesagt, in die Reich von der geliebten sehen. Wollte ich das noch einmal lesen. Wo er uns gerat hat, uit der Vollmacht von Finsternis und versagt in das Reich von seinen geliebten sehen. So, wir sind wirklich versagt, wirklich ewig gesagt. Wir wären in ein Reich, und dort regt wir, dort heißt das Vollmacht von Finsternis. Und die einzige Kraft, die einzige Macht, was die so tun in der Beise jetzt haben, ist Finsternis. Die einzige Macht, was die haben, ist uns die Juden zu holen, dass wir das nicht wollen können sagen, dass Jesus nicht ist. Solange es der Beise findet, uns das immer weiter kann anbilden, dass nicht genug ist, dass Jesus im Blut nicht genug ist, dann hat die Macht. Aber so schwindet es wie dort weiten, so schwindet es wie entscheiden, und ich will das Wort Gottes lesen, ich will weiten, was hat Gott für mich tun, wo ist der Rahmen, die Entscheidung selbst fängt das Licht unter Dagen. Und dann, wenn wir wirklich Wahrheit wollen, dann fingen wir dort dabei, dort nicht ist. Und dann, wenn wir im Licht sind, wenn wir dort sein, wo die Wahrheit ist, dann hat die so tun keine mehr Macht an uns. Die wird gleichen, war immer wahr, uns Träterieten im Finsternis nennen. Und der einzige Weg, wo die dort kommen, ist uns anbilden, unsere Bibeln zu merken. Uns nicht vertrauen, über was Gott gesagt hat, und uns alle Sorten unter anbilden. Und so dort kann es weiter dies da worden. Vers 14. Und wohnen wir der Erlösung haben durch sein Blut, die Sündenvergebung. Mich freut, dass diese Versen sind so fertig, sind Versen, wo du so klar, dass Gott hat wiesen, dass Gott, der Heilige Geist, der Sohn, die sind ein. Diese Versen von Vers 12 an, dort redet Dankgebende an den Vater. Und er hat noch nicht einmal geändert, von wem dort reden wird. Vers 13 sagt, wohne uns gerat, der Vater hat uns gerat, und hat die Vollmacht von Finsternis und versagt in das Reich von seinen Leibenden sehen, und wohnen wir Erlösung haben durch sein Blut, die Sündenvergebung. So wir haben durch das Blut von Jesus haben wir Erlösung und die Sündenvergebung. Wir drehen 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Und so war das in Johannes 3 sagt, dass alle, was du von nie geboren sind, oder wenn wir nicht von nie geboren sind, dann können wir nicht in Gott sein Recht nehmen. Wenn wir nicht von nie geboren sind, können wir nicht mehr in Gott sein Recht sein.
Und die Menschen, die nicht wirklich bekehrt sind, die Menschen, die nicht die neue Geburt haben erfahren, die sind in Dienstnis und deswegen kann die das direkt nicht mehr sagen, wo wir sind. Aber für die von uns, die von neuen geboren sind, wir sind in das Gottesreich bin, wir haben ein Aufgott taub mit Jesus und wir sind dran. Und wir sind würdig gemacht, sagt er in Kolosser. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 21. Weil hij hat den, die von keiner Sinn wisst, für uns sind gemerkt, omdat wir Gott seine Gerechtigkeit worden in ihm. Jesus wird Sinn, dort Gott kann uns die Gerechtigkeit Gottes merken in ihm. Wir werden das noch einmal lesen. Weil hij hat den, die von keiner Sinn wisst, für uns zu Sinn gemerkt. Gott mögt Jesus, der keine Sinn wisst, für uns zu sehen, dort, wie Gott seine Gerechtigkeit worden im Arm. Christus, ich hier sehe, wenn wir nach uns Leben kicken, ich gucke, wir sind aufrichtig genug, um immer weiter weiten, dort wir sind nicht würdig. Dort wir sind, wenn unsere Worte, wenn wir sind, wenn was wir tun haben, haben wir kein Recht, um für Gott zu tun. Aber durch die Milagro, was Gott hat getan, durch Jesus, sind wir würdig. Und so ist dieser Vers sein, dass wir können wirklich sein, wenn wir von uns reden, und von was Gott gemerkt, was Gott getan hat in uns, wir können sein, hier verjühnt steht die Gerechtigkeit Gottes. Ich weiß, dass von wo wir kommen, dass jetzt gesagt, na, das ist sehr groß. Aber wir können, wenn wir von ihnen geboren sind, wir können alle sein, ich sein, die Gerechtigkeit Gottes. Warum? Wenn Gott hat mir die Gerechtigkeit Gottes gemerkt. Er mögt Jesus sind und er mögt mir die Gerechtigkeit Gottes. Weil wir aufrichtig zu nun checken und dann können wir glauben, dass es noch wen, wie noch irgendwas special sind, dass es bloß wen, der glauben, was wir haben, dass wir das vertraut haben, dass Jesus nicht wir, dass Jesus im Blut Gott der Friede gemerkt hat, da sind wir nu die Gerechtigkeit Gottes geworden. Weil wenn wir wirklich von ihnen geboren sind, können wir dort Beruf sein und weiten, dort wir dort haben. dort Gott Jesus zu sein mögt, dort er uns können die Gerechtigkeit Gottes merken. Weil wir in 1. Johannes Kapitel 2, 3, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1 und 2. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Meine Kindertjes, dit schrieb ich junt, omdat je nicht sündigen. Und wenn wir sündig, dann haben wir einen Vertreter bei dem Vater, Jesus Christus, der Gerechte. Ich glaube, wir weiten das alle und können wir uns immer weiter an Denken halten, dort wir nu, wenn wir rein sind, wir wollen nicht wieder in Sinn leben. Er hat das Brief geschrieben, dass wir nicht sündigen sollen, aber dann auch kurz und Gott nur recht mit bei. Warum? Wenn einmal war, sei wir dort, dass wir sind weiter kalt gekommen. Wir waren nicht gebüht, was so gelebt haben, als wir hatten Sult oder was immer. Und wenn wir zu sein uns kicken, dann weil wir uns verdammt. Und wenn wir nicht von ihnen geboren sind, dann sollen wir auch, wenn wir wirklich den Niegeburt erfahren haben, wirklich Gott uns hat reingewaschen, dann werden wir das nicht anrennen, was Gott hat reingemerkt. Und so, meine Kinder, das schrieb ich junt, omdat je nicht sündigen. Und wenn wir sündig, dann haben wir einen Vertreter bei den Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, aber nicht allein nur für die unsere, aber auch für die von der ganzen Welt. So, unsere Sünden, wenn wir bekehrt sind, unsere Sünden sind bedacht, er hat unsere Sünden verjährt, er hat die so weit ist der Osten von Westen aus, so weit hat er von uns weg.
En dezelfde rading, dezelfde zindenvergeving als ruid voor de ganze wereld. Dus je niet bloot kan de zin waschen over de ganze wereld. Waar we een Römer drehen, wir sind mehrere Schriften, aber es sind so viele Schriften von Gott und Nurreich, die man zwar abbühen, die weiten, wo wir stehen in Gott. Und dort wir, ich glaube, immer war so ein Denken. Und ich glaube, in einem Part, so sag ich seht, wir gehen in das Alte Testament, dort ist vielleicht ganz gesund, dort wir in der Stadt, in der lange, wenn wir, das ist nicht im September, maar wenn wir ganz bis September bloß mal lüden, ne Gott nur recht. Wann kommt er? Wir haben lang nicht so lange gelüht, als die, was die prophezeien dann. Die prophezeien ein Wort und die Hirten, die wird ein Tag kommen und die lüden ihr ganzes Leben. Dann sterben die auf und dann die nächste Generation lüden und die lüden und die lüden und die lüden. Mir kommt das lang für Lüren von Januar bis September und I mean, das ist nicht, dass wir haben das Neue Testament hier vor uns, wir können ein Testament lesen, bloß wenn so gefokust ist und das durchgehen, dann wird an, dass ein sein muss, was immer war. Und die Menschen, die sind so einkoppig und wir sind so einkoppig und der Euer von Gott ist auf uns und das fängt an alle unter Feuer und das ist auch ganz reich, ich werde das nicht wegnehmen. Wenn der Heilige Geist uns will wiesen kriegt, wir sind das auch noch immer gesund. Solange wir Tränen in Gott sind, Wut drehen, dann haben Erlösung fängt davon. Irgendwo gehen Kanzlersfrauen und die uns anbilden, dass wir sind feine Menschen, dort halt nicht. Dort halt bloß kriegt dann Roots, wenn die Menschen uns so sagen, oh, die waren fein, und die laut Schmack, und die waren so klug, und dann später das fein. Aber dort ist so falsch, dat blijft bloos staan roots. En dan zie ik, maar we allemaal waren naar een van zeggen, wer wat goed zijn voor mij. Aber wenn wir in Gott sein Wort drehen und wenn wir uns dumm fallen über uns selbst, dort wo irgendwas kann ändern. Römer Kapitel 8, waar we bij 31 anfangen, Römer Kapitel 8. Wat soll wie dann hierzu sein? Wenn Gott für uns ist, wer kann jemand sein? Warte, ich bloß denken, was von den schönsten Versen in der Bibel. Und das sind, ich war ein Teil Ideologen, aber dieser Römer Kapitel 8 ist immer ein von denen, was in meinem Kopf ankommt. Was soll wir dann hier sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann jemand sein? Wenn die ganze Welt auch jemand wäre, aber Gott für uns ist, dann sind wir Gott auf. Wenn die ganze Welt uns ansagt als der Heiligste, der beste Prediger oder der beste Lehrer bei in Bibelschule, was immer, die ganze Welt dort tauscht, dass einer das Beste wäre, aber einer nicht wirklich von nie geboren wäre und nicht reich wie mit Gott, was halbt dort? Was halbt dort? Aber wenn Gott für uns ist, wer kann dann jemand sein? Wenn auch seine ihnen sehen nicht verschont hat, aber für unsere alle durchgegeben, wo soll er uns nicht auch mit alles schenken? Er schont nichts in ihnen sehen. Er gibt sein Sehen, ist ein Opfer für uns, dass wir können nicht rechtfertig stehen für Gott. Vers 33. Wer wird gegen Gott seine Ausgewählte einen Unklar bringen? Gott ist dort, der rechtfertig. Wer wird uns nicht noch beklären, was wir tun haben? Gott ist der Richter. Gott ist der, wo du wirklich entscheiden wird, wer hat ein Leben, wer nicht. Wer kommt in sein Recht an und wer nicht. Und wer uns oft verklären wird, wenn wir reich sind mit Gott, dann, wenn wir so schwindest wie der gehen sagen, wer uns Richter wird, hey, das ist mein Gott. Das ist mein Vater. Der Richter, das ist der, was mich auf Reich gemacht. Das ist eine gute Nachricht. Vers 34. Wer ist der, du verdammt? Das ist eine Frau.
wer ist der durch verdammt? Christus ist, der gestorben ist und viel mehr, der auch abgeweicht ist, der du auch an Gott seine rechte Hand ist, der uns auch vertritt. So, warte, in dieser Phase, ich probiere mir immer nachzudenken und entweder prüft uns zu beschuldigen, die Zutuner wie immer, wovon es sind wir sind, und nu sagen wir vorhin gerecht kommen, dann kommen wir in die Stufe an und dann sagen wir, kriegt das Jesus, wo sein Körper für mich greift, das ist mein Rechter. Das ist unser Gott nur recht. Du fingen wir in Doyle Hub ban, dort der Einzige, der uns rechten kann, ist der, der uns raten da. Der, der uns rechten kann, ist der, der sein Blut gibt für uns. Und so du wir ihn, kann wir Beruf mit der Radung, was wir haben. Wir hier ein Papier drauf gerutscht. Wo sein wird. Wir drehen Hebräer, Kapitel 9, Vers 24. Hebräer 9, 24. Wird Christus erst nicht in dem mit hingemerkten Heiligtums neigung, wo nur Bilder sind von der Worthöfje in den Himmel selbst, und nu sich fertigstellen für Gott sein, euer Sache für uns. Halleluja. So, warte, das hat so viel, das Neue Testament, das so viel mehr wird, wenn wir das Alte Testament gut kennen. Warum müssen wir denken, das Alte Testament steht, dass in Jesu Zeit ist die Jünger dort erwarten, dass der Tempel der Welt einmal vernichtet. Und dann waren die wachgeschlafen und dann in der Zeit von den Medo-Persians, der Cyrus König wird, dann reisen die Tränen, dann büden die dort alle ab. Und die alten Männer, die dort Sachen, die der alten Tempel, der erste Tempel nicht kann, die roden. Ut Fried, vielleicht nur noch Trühe, vielleicht wird es nicht ganz so, dass gewas wird, aber uns, dass wir so grotet, dass uns Tempel haben war, das ist, wo Gott mit uns treffen hat, das ist, wo wir uns Opfer bringen, das ist, wo Gott wohnt, wo Gott kann mit uns sein, dass wir so grotet für dich. Und dann in Jesus seiner Zeit, sagt zu den Jüngern, dass was nicht Einstein auf den Ohren sein, dass das Carlos Latt sagt, was ist in der Eugen? Uns Radung, uns Hub, uns Opfer steht. Uns steht, wo Gott uns versäumt hat. Uns steht, wo Gott mit uns top kämpft. Dort soll nicht wahr alle durchgebrochen werden. Aber nie für uns, wo die nie geboren sind, wird Christus erst nicht in dem mit hingemerkten Heiligtums neigen. So, wenn du nun nach dem Tempel wir, ab ihr, da haben das Ware abgebüht, und wir wissen, dass, oder wir dachten, dass das Tempel, der wir ans Radung, dass solange es das Tempel noch steht, dann haben wir einen Hohepriester bei, ich hoffe, der Hohepriester, der lebt noch, solange es ich leben da, dass ihm nicht war, dabei mal aufstehen, ich hoffe, der Tempel, der bleibt da, das wird so ein Lade, wir weiten noch, zweimal erst, dass alle umgebrochen, Menschen, haben das durchgebrochen und nicht ein Stein auf den anderen gelooten. Und da wird sich der Hub wird so ladig sein, jenste Hub, was wir haben. Das Tempel, der ist der heilige Tempel, der heilige Stadt, wo Jesus sein Blut braucht, der ist im Himmel. Du hast kein Räumer, du hast keine von Babylon, du wirst keine Soldaten durchbrechen und den Tempel vernichten. Und als Hohepriester, der lebt auch für immer. Ich denke immer, wenn wir reden von Jesus als uns Hohepriester für immer, dann denke ich mal an die Geschichte von Josef, wo Josef, der Pharao ist ein Bild von Gott und Josef ist ein Bild von Jesus. Aber solange es Pharao nach wie was Josef kann, dann wird es alle fein. So findest du ein anderer Pharao, was die Israeliten, was Josef nicht kann, dann werden die in Sklaverei. Mit uns, wenn uns Hohepriester können sterben, dann immer war da, wo wird der Nächste sein? Wo wird der Nächste auch sein, sein Blut geben für mich? Uns Jesus, uns Hohepriester, der wird keinmal sterben. Der ist für immer.
Und so, wir brauchen uns nicht durchdüren. Will Christus das nicht in dem mit hängemerkte Heiligtums nennen, wo nur Bilder sind von der Worthofje, aber im Himmel selbst, nu sich fertigstellen, für Gott sind euer Sache für uns. So, er ist durch und hat sich für Gott gestellt, für seine Sache gestellt, für uns Hub als Amavara in Jesus. Letzter Vers, Hebräer Kapitel 10, Vers 19. Wem all das von uns, wo du reich sind mit Gott, wo du von der Niegeburt erfahren hast, Gott uns hat reingemerkt, wir sind Kinder Gottes geworden. Der einzige, was Kinder Gottes sind die, wo du von Niegeburt sind. Nicht alle Kinder Gottes, aber für die Kinder Gottes, diese Versen soll uns viel Mut geben. Kapitel 10, Vers 19, willst wie nu Freimut haben, liebe Brüder, zum Angang in das Heiligste, durch Jesus sein Blut, durch sein niet en levendig Weg, wo er angewählt hat für uns, durch die Gardin, das ist sein Fleisch. So ist Jesus starb und Kreuz für uns, dann die Gardin, die reicht zwei von Boven, bei uns, die Weg von Himmel wie eine Up, aber der ist nicht durch die Gardin. Das ist durch die Gardin von Jesus Körper Salz. Sein Körper Salz ist die Gardin. Er muss gebrochen worden, er muss sterben und durch sein Körper, gut wie durch die Gardin, dann sind wir in der Heilige Stätte, dann sind wir reich mit Gott. Und wir haben nu Freimut. Der Englische sagt, we come with boldness. Wir kommen ganz an Gott sein Thron nun, wenn wir gehen durch die Gardin. Und die Gardin ist Jesus. Das ist das Einzige, was wir tun. Und wenn wir aber durch Jesus gehen, dann haben wir reich, dann sind wir würdig gemerkt, dass wir ganz nach Gott kommen und vertrauen und unsere Sorgen zu bringen, uns Futter. Und ich hoffe, diese Versen haben alle so viel Mut gegeben, ist ich. Ich will in Toruden lese noch wieder durch die Geschichte, ich will, ganz stark und war das Jahr und immer war, weil du denken, du kämpfst hoch, du kämpfst was besser. Und wenn das fehlt, dreht man in Neue Testament und sieht bloß, was von diesen Versen und weil wir uns weiter denken halten, wovon Erradung wir haben, wofern uns Gott ist. Dankeschön.